Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Stardew Valley auf Pelzig. Entschuldigung für die Länge von der Episode vorgestern, 45 Minuten war dann doch etwas übertrieben. Ich hab's dann gesehen, erst als ich jetzt nochmal die Aufnahme durchgegangen bin, ob alles funktioniert hat. Und ja, 45 Minuten waren dann doch etwas zu übertrieben, wie ich finde. Aber ich hab's dann nur im Nachhinein erst gesehen. Ah ja, genau, die Artefaktplätze. Okay. Wetterbericht. Klauen so nicht. Ja, aber dafür finde ich, hat es sich definitiv gelohnt, weil wir haben hier mal richtig schön aufgeräumt. Und unser Hof sieht wieder echt ordentlich aus. Der sieht richtig gut aus jetzt. Nachdem ich jetzt auch hier die Trittsteine gelegt habe. Oh, jetzt komme ich allerdings hier nämlich durch, merke ich. Okay, das muss ich jedes Mal außer rumlaufen. Das ist etwas schade, aber so ist es halt. So, wir haben wieder Blaubeere gekriegt, ne? Das heißt, wir machen auf jeden Fall wieder Blaubeergelee. So, dann gucken wir noch bei unserem Hund vorbei. Ja, da hockt er. Und ich hoffe, ihr findet das mittlerweile auch schön, wie es Woche ist hier mit der Trittstelle, die ich gelegt habe. Ansonsten gibt man natürlich jederzeit Bescheid, gibt mal Feedback, ob ihr vielleicht dann doch lieber was anderes gern gesehen hätten, wie die Kristallpfad, oder ob ich das irgendwie anders legen soll. Gebt mal ruhig Bescheid, aber da ja normalerweise die meisten Leute mal Stardew Valley gucken, Let's Play gucken, weil ich doch relativ symmetrisch vorgehe, bin ich einfach mal gespannt, was ihr dazu sagt. Ja, da sieht es halt etwas komisch aus, aber vielleicht sollte ich hier einfach die Unterbrechung reinlegen. Ich glaube, das ist wirklich geschickter so, dass ich hier einfach die Unterbrechung reinlege, weil das ist ja schon Stellplatte für sich eigentlich. Und dass ich die Trittstelle dann vielleicht Richtung Höhle einfach nochmal hochlege, ne? Dass wir es vielleicht so rum einfach machen. So, dann nochmal hier rein. Zuerst schon mal die ganze Runde hier durchmelken. Ja, die Resel hat natürlich mal wieder keine Milch. Und ich glaube, heute können wir uns mal ein Schwein leisten. So, rein. Okay, dann die Wolle kommt dann durch rein, wo sie hingehört. Und zusätzlich packen wir da nochmal Milch und Iridiummilch rein. So. Okay. Dann brauche ich nochmal ein bisschen mehr Stäbe. Dann legen wir nämlich noch ein paar mehr von deinen Pfade. So. Machen wir nochmal 10, einfach so, weil es Spaß macht. Die kommen wieder durch rein. Und wofür wir es auf jeden Fall brauchen, ist hier noch. Wir haben ja hier einfach mittlerweile so einen kleinen Rundweg uns erschaffen. Das gehört einfach dazu hier. Okay, dann so, dann brauchen wir auf jeden Fall nochmal weitere von den Dinger. Machen wir erstmal nur 4er. Jetzt bin ich in so einem Ästhetikwahn, muss ich sagen. Jetzt muss ich gerade einfach ein bisschen rumexperimentieren, was passt nicht. Aber fahr in die Höhle finde ich schon, dass das eigentlich auch sein sollte. Wenn wir halt was Neues dazu bauen wollen, müssen wir erstmal gucken, wie das passt. So, die Höhle ist auf jeden Fall gelegt. Und dann hier noch so ein kleiner Weg für dort. Machen wir erstmal 5 nur. Ich will ja nicht so viel machen. So. Dann. Genau. Erstmal nur Enna. Und da lassen wir es erstmal gut sein. So. Dann sind die wichtigen Stellen auf jeden Fall schon mal ausgekleidet. Und wir können wieder dort rein, wo es wieder ein bisschen Arbeit für uns gibt. So. Einen Moment. Einen Moment. Ich will gerade mal gucken, wie das hier aussieht. Ja, Enna bleibt mal wieder auf der Strecke. Aller Hopf. Dann wäre das halt ja aber. Boah, von links nach rechts. Das ist auch so eine Richtung, die ich eigentlich nicht ab kann. Nee, da sagen die Kobolde im Kopf eigentlich, ach, links nach rechts fühlt sich irgendwie falsch an. Das machen wir nicht. So, und dann hier nochmal. Und hier nochmal Enna. Genau, und dort nochmal einer. Und over die Reihe nochmal so. So, perfekt.
Ja, irgendwie kann ich es nicht ab, wenn ich da von links nach rechts gieße. Das hat sich so falsch angefühlt gerade. So, nochmal aufgefüllt. Tomate nochmal geerntet. Gerade mal gucken, wie es so mit meinem Tomatenbestand aussieht. Ja, ein paar normale, ein paar Silbern und ein paar goldene haben wir wieder. Gut, für heute haben wir nichts Großartiges vor. Das heißt, ich würde ganz gerne mal zu Manis Ranch und ich würde nochmal ganz gern an der Stelle zum geheimen Wald und da nochmal ein bisschen Hartholz schlagen. So, deswegen kommt erstmal das da hier. Die Tomate müssen wir gucken, wo ich die Reihe habe. Kann sein, dass ich die da reihe, genau. Dann machen wir nämlich da nochmal hier 5 Reihe. Und der Rest kommt hier rein. Genauso wie das. Jo. Manis Ranch als nächstes. Perfekt. Okay. Gut. Ja, ich muss hier nun wieder mal so im Kopf behalten, was ich eigentlich noch so vorhab für den Tag. Warte mal, ich glaube, da ist Käse entstanden. Mhm. Spontan ist ja mal einfach wieder Käse gewachsen. So, dann reite mit. Ah, schön. Schön sieht's aus. Ich bin echt zufrieden damit. Und die Beleuchtung ist mittlerweile eigentlich relativ stabil. Sodass wir unseren Hof hier eigentlich ganz gut beleuchtet haben. Hier ist halt nur die Laterne. Da sind die Laterne. Hier sind noch ein paar. Sieht gut aus. Mir gefällt's. Je weiter die Felder wachsen, desto mehr muss halt auch unsere Beleuchtung wachsen. Aber derzeit soll das erstmal nicht mehr unser Problem sein. So, meine liebe Mani, ich hoffe, du bist anwesend. Natürlich nicht. Okay. Dann gehen wir erst einmal in die Waldreihe und schlagen da ein bisschen Hartholz noch. Ja gut, sie hüpft noch ein bisschen Seil. Irgendwie gruselig, wenn die ohne Betreuung hier ist. Naja. Okay, hier im Sternentautal muss man ja keine widerliche Leute fürchten anscheinend. Wobei ich den Clint schon als ein bisschen gruselig finde, muss ich sagen. Wie der Emily hinterher schmachtet und ihr hinterher sabbert. Das ist schon teilweise etwas gruselig. Oh, hier sind aber viele Artefaktplätze. So, erstmal die Gelees plattwalze. Und dann kümmern wir uns um die Artefaktplätze. Ja. So tolles Zeug ist jetzt leider auch nicht da drin. Und dann kommen wieder die Hartholzstümpfe dran. Gut. So. Dann war hier noch was. Okay, da sind noch ein paar von den Glitchies. Je mehr ich von denen platt machen kann, desto besser eigentlich. Weil die zählen ja alle für die Abenteurer-Gilde. Ich sollte auch machen, dass ich relativ frühzeitig ins Bett komme, weil 45 Minuten Episode möchte ich eigentlich nicht noch einmal machen. Habe ich ja schon mal gesagt, sobald man sich daran gewöhnt und sagt, oh ja, 45 Minuten und irgendwann jetzt legen wir nochmal 5 Minuten drauf und dann, ja, sind wir irgendwann bei der Stunde-Episode und das soll eigentlich ein Ziel und Zweck von dem Ganzen sein. Deswegen, tut mir leid, da habe ich einfach null Blick für die Uhr gehabt. Das sollte nicht so ausufern, das Ganze. So, aber da habt ihr wenigstens was Zeit, was gehabt für euer Zeit, die ihr hier bei mir verbraucht habt auf dem Kanal. So, aber das soll eigentlich wirklich nur die absolute Ausnahme sein. Gucken wir mal, ob Mani wieder hier ist. Natürlich nicht. Da steht sie. Ja, Tiere sind urschuldig und niedlich. Ich kümmere mich natürlich gut um sie. Dienstag ist er natürlich auch wieder fort. Das heißt, so habe ich dann auch nicht wirklich Glück. Tja. Wie sieht es mit Lea eigentlich aus? Unsere Freundschaft zu ihr, die sollte eigentlich ja relativ gering sein, glaube ich. Ja, das ist irgendwie von der wenigste Freundschaft, die wir bisher gehabt haben. Schade eigentlich. Aber um die Künstlerin kümmere ich mich auch noch. Die wird dann definitiv noch ein gutes Geschenk erhalten, aber das ist dann erst morgen. Gut, dann... Das Zeug ist auch wieder fertig, sehr schön. Gut, gut.
Aber für das Geld könnten wir uns jetzt halt gerade mal endlich ein Schwein leisten. Und allzu günstig sind die auch nicht bekanntermaßen. So, alles fort. Stoff nicht, der kommt dort hier. Do und do. Und der auch noch. Jo, okay. Gut. Was machen wir dann noch? Ich würde jetzt sagen, wir gehen noch ein bisschen in die Stadt. Gucken uns da einfach mal ein bisschen um. Möglicherweise haben die Dörfler für uns noch irgendeine Quest. So. Da ist noch ein Artefaktplatz. Und ansonsten... Ah, ne, ins Museum können wir jetzt leider Animes leider auch schon zu. Sonst hätte ich gesagt, legen wir noch eine Lesestunde ein, aber okay. Dann hätte ich eigentlich sagen, dass wir noch ein bisschen angeln gehen könnten. Ne, Dörfler haben auch Quest für uns. Das heißt, wir angeln heute ein bisschen am Fluss. So, also runter mit uns. Die Fiberglasangel ausgepackt. Und mal wieder Runde geangelt. Das ist doch auch mal nicht schlecht. Ja, hier kommen wir erst rein, wenn wir im Museum 60 Spende geliefert haben. Das heißt, das Gebiet ist erst dann wieder freischaltbar. Hoppala, da ist aber einer etwas zu lebensfroh. Ah, was bist denn du für einer? Bist denn du für ein harter Brocker? Na, scheiße. Scheißendreck. Das hätte nämlich ein echt guter Fisch sein können, aber schade. Weiter, Ködertra. Kennt man ja die gute Grünalge, die deinen Köder schlucken beim Angler. Das ist üblich. Ja, langsam ist es frustrierend. Komm schon. Mal wieder ein Fisch. Immer so ein Zappelpeter und dann Love die Geschichte, oder? Wir könnten ja mal Linus tolle Superköder probieren, aber dafür haben wir, glaube ich, zu wenig Käferfleisch. Ne, das wird so nix. Wir probieren es jetzt mal einmal. In der Hoffnung, es möge ein guter Fischarbeißer. Komm schon. Ich glaube an dich. Beiß nochmal an, ich gebe mir das mal mehr Mühe. Jo. Hoppala. Was zur Hölle? Okay. Behalte ich mal im Arsch so weit. Ich glaube, da müssen wir nochmal zurückkehren. Warte mal. Zack und zack. Nix geflattert. Ich wollte gerade nochmal gucken. Ja, mit Abigail bin ich dabei 10. Das ist gut. Ja, die sind etwas schwächer hier, die Laterne, als die ich habe. So, hier. Ah. Das können wir, glaube ich, im Gemeindezentrum endlich mal gut gebrauchen. So, so. So. Und so. Perfekt. Dann gehen wir vielleicht noch mal ein bisschen an der geheime Strand. Der Hoffnung, dort möge auch noch was sein. Koralle sind zumindest hier. Ansonsten war's das, ne? Ja, bis auf die 2 Koralle. Leider auch nichts mehr parat. Na gut. Dann gehe ich jetzt noch zum Gemeindezentrum. Einfach mal hier reiter, die Zeit haben wir noch und dann gehen wir halt ins Bett. Weil die Fische scheinen hier wohl etwas zu heftig zu sein hier. Geht mich hochgradig interessieren, was das für Mistviecher waren. So, dann die Nautilus-Muschel muss, glaube ich, zu der Forschung gebraucht werden hier. Feldforschung oder so heißt das, ne? Genau. Dann haben wir das nämlich auch komplett. Das gibt man mit jedem dann Freundschaft mehr, wenn ich hier das schwarze Brett endlich gelöst habe. Es gibt noch zusätzlich eine Recycle-Maschine, finde ich auch super. Für Verzauberer brauche ich noch Granatapfel, der Baum ist gepflanzt und Hasenpfote gibt hin und wieder unser Karnickel im Stall. Hier brauchen wir noch Spiegelei, die Maki-Roller und der Trüffel. Spiegelei und Maki-Roller. Und hier fehlt uns noch der Rotkohl. Dann kriegen wir erst in Jahr 2. Hey, Wichtolosaurus bringt's mal wieder weg. Okay, das heißt, wir haben eigentlich wirklich nicht mehr so viel. Wir haben nur noch, ja, hier Ovon, hier unten haben wir eigentlich schon alles renoviert und restauriert. Das heißt, uns fehlt nur noch Aquarium und uns fehlt nur noch schwarze Brett.
Okay, Spiegelei und Maki-Rolle war das. Vielleicht sollte ich doch nochmal ganz kurz eine Runde angeln gehen. Damit wir wenigstens irgendeinen Fisch noch kriegen. So. Probieren wir es doch einfach nochmal. So. Döpf. Und döpf. Okay, hoffen wir doch mal, dass was abbeißt, was auch fangbar ist für mich und nicht irgend so ein Mistvieh, was wieder ewig de Flitzer macht. Probieren Sie jetzt nochmal ohne Köder. Vielleicht beißt sowas an. 73 Energie habe ich noch. Gott, ich bin so froh, dass ich die paar Sternefallfrüchte habe. Ohne die hätte ich so wenig Energie. Komm schon. Schade, dann halt nicht. Vielleicht probiere ich es einfach nochmal bei uns im Teich, auf dem Hof. Das wäre noch eine Möglichkeit. So, 103. Wir schmeißen nochmal einen Köder einfach dran. Die Anna Recycle... Oh Gott, ist das hell hier im Vergleich. Gut, die Anna Recycle-Maschinen, die klatschen wir jetzt einfach mal dort hier. Direkt neben dran. So, perfekt. Dann haben wir nämlich noch ein bisschen Müll, was wir reinschmeißen können. Und ich versuche hier nochmal mein Glück. Ups, das war etwas zu viel. Und angel hier vielleicht noch irgendwas. Möglicherweise ist irgendwas, was hier noch abbeißt. Schauen wir mal. Nö, nur eine zerbrochene Brille. Die kommt gleich in die Maschinenreihe. Und der Köder kommt auch gleich wieder dran. Wir probieren es einfach. Eventuell beißt für irgendwas an. Komm schon. Komm schon. Scheiße. Na gut, dann halt nicht. Dann gehen wir halt so ins Bett. So what? Morgen hieß es ja schwer und sonnig, wenn ich mich richtig erinnere, genau. Und morgen ist Leas Geburtstag. Flöt, flöt. Und ab ins Bett. Ich will nämlich maximal geheilt werden. Oh cool, Fische ist auf Level 5. Beruf wähle, Fallesteller. Für die Herstellung von Krabberäuse werden weniger Güter benötigt. Ja, ist jetzt eigentlich relativ uninteressant. Da gehe ich auf Fischer. 25% mehr, wenn ich Fische verkaufe. Ich glaube, das ist eine ganz gute Lösung gewesen. So, perfekt. Gut, weil so regelmäßig komme ich halt auch nicht an das Zeug dran. Das finde ich etwas schade an die Krabberäuse. Nur die in meinem Hof. Mach ich erstmal wieder klar und sonnig. Ah, jetzt habe ich noch vergessen, den Schampel hier zu verkaufen. Na egal. Machen wir es jetzt. So. Nichts wie weg mit dem Quatsch. Das kommt alles auch noch rein, wo es hingehört. Da haben wir auch noch ein bisschen Käse. Müll kommt nochmal da rein. So. Dann hätten wir das. Wo ist dann der Wein noch? Den Ende Blaubeerwein nehmen wir jetzt noch mit für Lea. Sonst kommt das da rein. Und das kommt da rein. Hoppala. Na egal wo. So. Ich wollte eine Endblaubeerwein haben. So. Genau, Leberwurst. Du triffst mal wieder der Nachel auf den Kopf. Und Rei hier. Und Rei dort. Ei müssen wir auf jeden Fall aufheben. So, für Spiegelei brauchen wir das. Ja, wenn der erstmal erwachsen ist, dann kann der auch mal ein bisschen Wolle hauptsächlich droppen. Aber es kommt vor allem auch... Na, war das wirklich alles an... Okay, war anscheinend wirklich alles an Gedöns. Na gut, Spiegelei müssen wir trotzdem herstellen. Jo, das ist fürs Gemeindezentrum und die Maki-Roller. Brauchen wir Reis, Seetang und beliebige Fisch. Reis und Seetang dürfte ich eigentlich haben. Müssen wir nur noch mal gucken, wo. Reis haben wir anscheinend nicht. Okay. Aber ein Fisch haben wir ein beliebiger. Reis und Seetang brauche ich jetzt nur noch. Reis. Weizenmehl, Zucker, Reis. Und jetzt fehlt nur noch der Seetang. Perfekt. Dann können wir das nämlich auch noch erledigen für das Gemeindezentrum. Da brauchen wir eigentlich nur noch die Trüffel. Und solange wir den Trüffel hin, der Trüffel kriegen wir erst, wenn wir das Schwein kriegen.
So, dann bleibt jetzt hier eigentlich nur noch... Ja gut, das Ente-Ei scheinbar wohl jetzt auch irgendwie verbrotet zu haben, oder was? Schade. Wobei, sag mal, haben wir wirklich kein Entenei? Ja, es sieht echt etwas... Ah, da hinten ist noch eins. Ich habe doch gewusst, dass da doch ein Ei fehlt. So, nach meiner Schätzung müssten nämlich immer noch ein paar mehr Eier hier sein. Das kam mir doch argwändig vor. So. Dann hier. Stellt euch mal Reihe um. Stellt euch mal Reihe auf. Und dann... Der ist noch nackig. Genau, die Ingrid ist noch ein bisschen nackig. Okay. Die hatten wir alle schon, ne? Jo. Die Radegunde, genau. Die hat auch keine Milch mehr. Dann haben wir noch die Ziegemilch. Okay. Dann erst einmal die normale Milchreihe und dann hier die Iridiummilch. Der Rest ist für später. Leverwurst, um dich haben wir uns, glaube ich, schon gekümmert. Genau. Ja, der ratzt. Und dann nochmal in die Höhle reingucken. Ist wenigstens noch eine Gewürzbeere drin. Und dann geht's hier nochmal rein. Okay, da scheint ein bisschen Weze zu wachsen, wie es aussieht. Hoppla. Das ist auch der Krusch, der am schnellsten wächst. So. Okay, ansonsten kann ich derzeit noch nicht sagen, was hier alles Lustiges wächst. Aber Weze sehe ich auf jeden Fall, der zweimal wächst. Und weiter geht's. Geht's euch eigentlich auch so, dass ihr immer dann nur von rechts nach links gießt? Oder seid ihr so Wildgießer? Denn es absolut egal ist, wo gegossen wird. Mist, das war jetzt immer falsch gestanden. Weil, wie gesagt, ich kann irgendwie nur so gießen. Zwangsneurose und so. Alter Falter. Manchmal habe ich echt das Gefühl, so ein bisschen, wie sagt man, autistisch zu sein. Okay. Sonst ist nichts mehr zum Ernte. Und die zweite Reihe, die machen wir dann auch einfach später mit wilder Saat nochmal weg. So, wir haben unseren Kruscht gemacht. Ja, genau. Dann geht es erstmal zu Lea nochmal runter. Wenn ich wüsste, wo man die Gretel als findet. So. Zum Gemeindezentrum müssen wir auf jeden Fall auch noch. Da unten dürfte auch noch was gut sein, genau. So. Schön. Dann der Kram. Ups, der kommt bestimmt wieder raus. Das muss nämlich rein. Der Rest ist hier und hier. Wo ist denn die Maki-Rolle? Genau, die ist hier. Da gucken wir nochmal, weil könnte sein, dass Mayo... Jo, Mayo ist natürlich wieder gut. So. Okay, dann bringen wir das erstmal nicht fort, sondern wir gehen nochmal runter zu Lea. Gucken, dass wir die Gretel noch kriegen. Und dann nichts wie ab zum Gemeindezentrum. Jetzt ist überall diese Artefaktplätze, die mich jetzt dann auch noch etwas stören. Da aber war noch einer. Ja, ich habe mittlerweile einen Blick dafür, muss ich ganz ehrlich sagen. So. Jetzt schauen wir mal, wie es mit Lea aussieht. Ob die gute Frau hier ist. Oder ob die bei der Frau trainiere ist. Aber erst einmal. Natürlich ist die nicht da. Oder ich weiß nicht, ob die trainieren oder so, aber auf jeden Fall könnten sie sich wieder gesammelt haben. Ah, zu ihr komme ich auch rein. Ja, geil. Gut. Sau gut. Dann kriegt die jetzt nämlich erstmal hier meinen Blaubeerwoi. Du hast dich an meinen Geburtstag erinnert. Das freut mich. Danke. Es wird in meiner Hütte ziemlich kalt. Ich kuschel mich einfach unter eine riesige Decke und alles ist gut. Was ist das? Holzskulptur, an der Lea arbeitet. Sie riecht wundervoll nach Zeder. Ja, ist wohl auch eine freischaffende Künstlerin. Es ist ein Erwirt. Hier sieht es uns auch gut aus. Jetzt schafft sie da wieder an dem Projekt. Und wir hätten 2 Sterne, 2 Herze-Event. Warum will ich immer Sterne sagen? Oh, Ackermann, komm rein, komm rein. Ich arbeite nur gerade an der Skulptur. Komm doch mal her und guck. Was für Musik auch dazu. Hast du das gesehen? Ich enthülle die Essenz vom Holz. Wenn erst mal die äußere Lage abgetragen hast, zeigt sich seine wahre Natur.
ist das gleiche mit Menschen. Ich bevorzuge eigentlich das rohe, uferfälschte Holz. Angrabend, kriege ich einen Kuss. Alter, wie eklig ist denn das? Einfach muss aus dem Nichts raus. Nee, das ist das gleiche mit Menschen, die ich muss sagen. Was? Oh, ja, du hast absolut recht. Ich habe das Tal das erste Mal als kleines Mädel in der Ferien mit meiner Eltern besucht. Ich wusste, ich täte eines Tages mal zurückkehren. Der Ort hat so künstlerisches Potenzial. Obwohl ich zugeben muss, es ist nicht einfach, die Rechnung als Künstler zu bezahlen. Ja, das glaube ich. Warum stellt Stadtwerk denn die Ausstellung in der Stadt auf die Beine und im Internet? Sind wir doch einfach mal nicht modern, sondern sammelt sowas hier. Interessant. Ich denke, ich könnte etwas in die Wege leiten, um die Stadt so einen wahren Kunstort zu machen. Aber was, wenn keiner meine Skulpturen mag? Ich wäre am Boden zerstört. Ich muss drüber nachdenken. Jedenfalls danke ich fürs Vorbeigucken, Ackermann. Ja, sind wir mal einfach ein bisschen altmodisch und machen sowas doch einfach mal im Dorf, weil du hast das direkte Feedback von den Leuten und man muss nicht sich mit fremden Leuten im Internet rumschlagen, aber mit dem Internet hast du natürlich auch wesentlich mehr Abnehmer dafür und hast auch eine breitere Kundschaft als hier im winzigen Dorf. Sagen wir einfach mal im winzigen Dorf. Okay, Emily will Kupferbarre, dann soll sie haben. Bei der können wir hier oben vorbeigucken, das ist kein Thema. Alter, wie der Gaul jedes Mal zuckt. Ich glaube, der hat echt Epilepsie, der Gaul. Das ist nicht so schön hier. So, dann fehlt uns da eigentlich nur noch die Trüffel beim Koch. Ne, Quatsch, nicht Färbemittel. Beim Koch. Genau, zack und zack. Hier fehlt uns noch eine Granatapfel und die Hasepfot. Und da fehlt uns noch die Trüffel. Kriegen wir, wenn wir Schwein hin. Und da kriegen wir erst im nächsten Jahr das Zeug dazu. Im Frühling können wir dann auch den Störangler. Dann schauen wir mal. So. Mani wird wieder bei der Frau im Dorf hier sein, die hier nochmal rumtouren und machen und tun. Gucken wir da einfach mal rein. Ja, die touren anscheinend wieder, wie es aussieht. So, der Pierre hat auch noch ein bisschen Krusch dabei. Da ist uns schon ein Katalog. Ja, Tapete brauche ich jetzt eigentlich nicht. Dann hier das ganze Gedöns. Lassen wir auch mal Gedöns sein. Und dann gucken wir mal bei der Frau nochmal rein. Ah ja, Emily ist gerade hier und danst sich gerade ab. Okay. Weißt du was? Der holen wir gleich mal eine Kupferbarre her. Dann haben wir nämlich auch wieder ein bisschen was zu tun. Und auf die Ranch muss ich sowieso nochmal. Weil ich nochmal die weitere Käse in Produktion geben muss. Dann schauen wir einfach mal. Da haben wir schon den ganzen Kram, den wir brauchen. Dann bleibt nur noch die große Milch. Und ganz vorne haben wir den Ziegekäse. So. Ziegekäse finde ich auch so unglaublich lecker. Bin ich auch ein riesen Fan davon. So, dann kommt das durch rein, die kommen rein und die kommen rein. Das dort hier Kupferbarre für die Emily und wieder zurück. Gut, ansonsten habe ich jetzt wirklich noch was vor mit dem angebrochenen Dach. Können wir auch nicht nochmal in die Schädelhöhle reingehen. Das heißt, wir machen uns heute eigentlich eine relativ gemütliche wieder. So. Ja, die ist immer noch am Abzappler. Dann gehen wir mal dort rein wieder. Und dann ist der für dich. Mani springt mal wieder Seil. So. Oh, Kupferbarre, genau was ich gesucht habe. Vielen, vielen Dank. Jede Bezahlung wie versprochen. Und es gibt 180 dafür. Okay, soll mal recht sein. Die machen hier ihren Sport weiter. Soll mal auch recht sein. Rucksackerweiterung gibt es erstmal nicht. Ich müsste mal irgendwann echt bei Steam mal das Update zu Stardew Valley runterladen. Jetzt mal ohne Scheiß. Dann hätte ich vielleicht auch ein bisschen mehr zu tun noch. Aber erst einmal überlege ich gerade noch, was ich noch machen kann. Ich könnte auf dem Hof noch ein bisschen was machen. Durch die ganze Laterne sind auch, glaube ich, relativ viele Holzlücke entstanden. Das heißt, ich sollte auf jeden Fall noch mal ein bisschen Holzschlache gehen. So, so machen wir das. So nicht anders. Also weg mit dem Kram und wir holen uns mal wieder ein bisschen mehr Holz.
gut. Also, ach, fort damit. Okay. Eicheln. Die sollten wir vielleicht wirklich einfach einpflanzen, die Dinger. Weil wir das gut gebrauchen können. So. Eicheln und Reide mit. Und die zweite ebenfalls Reide mit. Komm schon rein. Und dann kümmern wir uns da noch um den rechtlichen Kram, den wir da hin. Und alles, was runtergeschmissen wird, das bauen wir hier einfach neu an. Genauso, ach, die Ahornsame und so weiter. Pflanzen wir alles neu ein. Gut, dann machen wir hier nochmal einfach mal geplant die Reihe mit dem ganzen Kram. Und ansonsten Kiefernzapfen, der kommt auch nochmal hier rein. Und fort damit. So. So läuft die Geschichte doch. Hier haben wir nichts mehr kriegt an Kruscht. Dann haben wir im Sommer, im Frühling auf jeden Fall wieder Bäm, die Schäden hochwachsen hier. Das freut mich. Aber ich persönlich brauche erst noch mal ein bisschen mehr Holzvorrat. Wir gucken jetzt, dass wir den ganzen Quark hier nochmal weggemacht kriegen. Und dann machen wir noch ein paar Reihe. Einfach noch mit Bäm. So. In welche Richtung? Gott, sehr schön. Dann 8 Tode mit fort. Und sieht gut aus. Hier nochmal Stäh weg. Und dort nochmal. Das machen wir von der Seite aus. Perfetto. Und zum Schluss pflanzen wir den ganzen Kram einfach nochmal ein. So, hoppala. Gut. Nix wie weg damit. Und pro Baum kriegt man ja sozusagen nochmal 2 Samen hier, wenn es gut läuft. Dann können wir das eigentlich auch wieder locker neu bepflanzen. Die Bäume sind halt in ihrem kleinen Wachstum durch den Winter jetzt erstmal eingeschränkt und wachsen erstmal nicht mehr weiter. Oh, das geht, glaube ich, ins Nirvana. Ja. Okay, dann machen wir hier nochmal Reihe und pflanzen unser Bäum dort ein, unser neuer. So und so. Da haben wir schon die Reihe. Und da haben wir noch eine 5er Reihe für das. Und die machen wir hier rein. Ups. So. Reide mit. Nix wie Reide mit. Okay. Und hier machen wir auch noch ein bisschen was. Einfach nur, damit wir hier noch was reinstecken können an Saat. Okay, das war's dann auch damit. Und die Sache, wir haben unseren Soll mal wieder erfüllt für heute, ne? Ja. Unser Hof sieht ziemlich karg aus. Das heißt, meine Arbeit ist vollbracht. Und die Dinger, ja, die lassen wir erstmal nur, weil sie noch ein bisschen was abwerfen an Zeug. Ansonsten habe ich hier auch nichts mehr zum Reinschmeißen. Erz und so lassen wir jetzt auch mal sein. Wobei, ein bisschen Erzverhüter kann bestimmt auch nicht schade. Wir machen erstmal 10 Dodefuhrei. Dann hier, Moment, brauchen wir. Ach, hier noch was. Das kommt wieder da rein, was hier gehört. Ziegekäserei, das hier rein. Dann war noch hier der Lehm, genau. Da sind wir kurz vor fertig irgendwann. 999 ist das Maximum. Deswegen, so. Gehen wir erstmal dort hier. Schmeißen unser Kupfererz rein. Schmeißen die Siggi in den Stall. Dann war's das auch. Ich bin echt fröhlich hier, wie das alles schön hier gemacht ist. Gefällt mir gut. Mir persönlich gefällt es hervorragend mit den ganzen Wege jetzt. Und dann die Sache hier, liebe Leute, das ist nicht nur Ende von der Episode jetzt, das ist auch Ende von meinem Aufnahmetag. Ich habe wieder 3 am Stück gemacht. Die Woche ist gerettet. Und wir sehen uns übermorgen wieder zu Let's Play Stardew Valley auf Pelzig, wo wir dann Fest des Wintersterns feiern und Caroline unseren Wichtel ist. Also machen's gut und bis übermorgen dann wieder. Okay, keine Verbesserung oder ähnliches, dann passt es ja wieder. Die Altlaste von gestern sind auch noch einfach mit dabei für ein paar, ja, für 584 Gold, an den verkehrt. Wir sehen uns auf jeden Fall übermorgen wieder. Wenn ihr Bock drauf habt, ich freue mich wieder auf euch und ich freue mich wieder aufs Spiel.
Ayan Yankee.